Dobrodošli na moj kanal. Ovdje ćete učiti njemački kroz kratke priče. Prvo poslušajmo priču na njemačkom da vidimo da li nešto razumijemo i probamo nešto razumjeti iz konteksta. Krenimo. Guten Tag, Herr Doktor. Ich fühle mich heute wirklich nicht gut. Guten Tag, Anna. Was haben Sie denn? Ich habe starke Kopfschmerzen und seit gestern auch Fieber. Haben Sie noch andere Symptome? Husten, Halsweh? Ja, ein bisschen Husten und ich bin sehr müde. Ich verstehe. Ich messe zuerst kurz Ihre Temperatur. Sie haben 38,5. Das ist erhöht. Sie haben wahrscheinlich eine Grippe. Oh nein! Muss ich Medikamente nehmen? Ja, ich verschreibe Ihnen etwas gegen das Fieber und den Husten. Danke. Kann ich morgen arbeiten? Nein, das wäre nicht gut. Sie brauchen Ruhe. Ich schreibe Sie für 3 Tage krank. In Ordnung. Danke für Ihre Hilfe. Gute Besserung, Anna. Danke, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Da li ste razumjeli ovaj izraz od doktora? Ich schreibe Sie für 3 Tage krank. Ako niste, to znači otvaram vam bolovanje na 3 dana. Sada poslušajmo istu priču, ali sa prijevodom. Guten Tag, Herr Doktor. Ich fühle mich heute wirklich nicht gut. Guten Tag, Anna. Was haben Sie denn? Ich habe starke Kopfschmerzen und seit gestern auch Fieber. Haben Sie noch andere Symptome? Husten, Halsweh? Ja, ein bisschen Husten und ich bin sehr müde. Ich verstehe. Ich messe zuerst kurz Ihre Temperatur. Sie haben 38,5. Das ist erhöht. Sie haben wahrscheinlich eine Grippe. Oh nein, muss ich Medikamente nehmen? Ja, ich verschreibe Ihnen etwas gegen das Fieber und den Husten. Danke. Kann ich morgen arbeiten? Nein, das wäre nicht gut. Sie brauchen Ruhe. Ich schreibe Sie für 3 Tage krank. In Ordnung. Danke für Ihre Hilfe. Gute Besserung, Anna. Danke, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Prije nego počnemo sa ponavljanjem najbitnijih riječi, da li se sjećaš kako možeš reći i otvaram vam bolovanje na 3 dana? Ich schreibe Sie für 3 Tage krank. Sada ponovimo najbitnije riječi. Sich nicht gut fühlen. Starke Kopfschmerzen. Fieber haben. Andere Symptome. Halsweh. Müde sein. Die Temperatur messen. Erhöht. Die Grippe. Medikamente verschreiben. Krankgeschrieben sein. Ruhe brauchen. Imate li ideje ili želje za iduću priču? Napišite ih u komentare. Ako ti se svidio ovaj video, pretplati se na kanal i ostavi like. Tako nećeš propustiti nove priče i videa za učenje njemačkog jezika.